Guten Tag, met Nene. Da bin ich noch eens mal wer. Ich heb für u vandaag noch eens mal wer ein Märchen übersat und dat het op Hochdeutsch der Fuchs und die Gänse. Und op Plattdeutsch den Voss und die Göse. Dat is wer van de Grimmbrüers. Ein Voss quem is een mal op ne Wieske, wo ne groten Trop van Göse an Schnatern was. Joch, da leb forts dat Water in ne Mule zusammen, wegen at die Göse alle recht fett und drall utsogen. Als die Diere in Augenschien nommen hatte, Repi, da komm ich ja wa gerade recht, blieft man fien eng binene Storn, dann kann ich mi jon fest drut maken, eine no de andere up te fräten. Die Göse kriegen et mächtig mit de Angst te don und bädeln den Voss an, sie an Läven te loten. Den Voss woll davon apat nix wetten. Nee, he wollt keine Gnade walten loten und freuen sich all op ein paar gute, fette Mahltiden. Da melde sich eine van de Göse. Wann wir nur starven müt, auch wann wir noch so jung bünd, so gif uns doch wenigstens noch die Gelegenheit für use Seelen heil te beten. Darf ich nicht noch ein Gebet non Himmel to den Herrgott schicken? Wann wir utbet hebt, stell wir uns alle in eine lange Riege up und du kannst dir de fetteste utsöken. Damit was denn Voss ihn verstorne und er sagt, dat is ja noch wa ne fromme Bitte, die ich to billigen will. No ja, dann will ich es so lange worten, bis sie utbet hebt. Da füngt die erste Goos an te bäden. Und ich sech etwas ein endelos langet Gebet, wat natürlich bloß ut gack bestön. Als se heiser wurde, funkt die twedde Goos an te bäden. Und sie gackeln so lange, bis sie n Krassen in Hals krieg und die Dade dat Gebet wiederführen much. Ja, nu gaff die eine Goos an die nächste wieder, und wat soll ich sagen? Sie bünd immer noch an Schnatern. Und wann sie nicht storven bünd, dann läft sie ja vielleicht für Tage noch und bünd Lut Hals an Bäden. Man hört den Voss ja altit noch, war es schlau, apat in düt Märchen, hebt ja die Göse richtig aftrocken. Dat was für 5 Tage und ich sech, halt du Krängel und gut gone.